Agiten Alamen und seid begrüßt noch einmal auf meinem Vlog, was heißt von Land zu Land, wo ich will schmusen mit euch wegen meiner Überlebungen da in Israel, Palästina. Das ist mein erstes Mal da in Land. Und ich hab verstanden, also ich habe keinmal nicht geredet mit euch wegen meiner Eindrücken von Jerusalem, ja, was sind meine Eindrücken? Und ich muss sagen, ich meine, als die Stadt ist gar schön. Es ist gar eine schöne Stadt. Ihr könnt sehen, da hinter mir, das sind, sie heißen Jerusalem Steiner. Und als es gebaut geworden mit solchen Steiner und als ist sehr alt und als ist er alt und der Wetter da in dem Moment ist sehr schön und es ist nicht Tel Aviv, ich bin keinmal nicht gewesen in Tel Aviv, aber es ist nicht tropisch, aber es sind da Palmenbäume. Es ist Jerusalem ist sehr eine lebendige Stadt, es sind da ständig Menschen auf der Gas. Und ja, es gefällt mir. Ich verstehe manchmal, was Menschen haben, also lieb zu wohnen da in der Stadt. Und ja, ich will schmusen mit euch ein bisschen wegen einer Überlebung, sehr Chicago. Es ist gewesen mein zweiter Tag da in Land und ich bin gewesen auf eine Sitzung in einem Cloud Center, das heißt der Kehila Center in Center Stadt. Und ich bin gewesen mit englisch redenden Menschen und wir sind auf der Sammlung haben sich angehoben, die alle Mobilkes zu summen. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Und sie gewinnen etwas, was heißt eine Reuter-Warnung oder ein Reuter-Alarm. Und das meint, als Emetzer attackiert oder bombardiert Jerusalem und als man darf rein in eine Miklet. Das ist also wie ein Bombenschutzkeller. Ja, alle Binyanim haben als ein Ort. Und die Menschen sagen, okay, wir haben 3 Minuten, wir müssen herab. Es ist nicht kein Keller dort, aber es ist ein Parkierplatz, was ist unter der Erde. Wir haben gedacht, alle runter und sie haben alle geguckt auf die Mobil gesagt, no, das sind die Houthis, es ist nicht gefährlich, es wird keinmal nicht der Griechen bis zu der Erde. Und sie sind nicht gewesen sehr versorgt wegen dem. Also wir sind alle rein in Parkierplatz. Und ja, und ich bin gewesen mit 2 Mädels, 2 Frauen. Und wir haben geschmust auf Englisch, sie sind gewesen Amerikanerinnen. Und sie haben mich gefragt, was ich tue da. Und ich habe gesagt, ich arbeite wie Volontier. Und sie haben gefragt, ob ich kein Ivrit. Und ich habe gesagt, nein, aber ich lerne sich ein bisschen Ivrit und ich lerne sich Arabisch. Und ein Mädel hat gesagt, ich habe sich gelernt Arabisch 2 Jahre, aber ich denke gar nicht, es ist mir nicht geblieben im Kopf. Und ich habe gemeint, okay, das ist interessant, öfter kann ich sie Emetzer, mit wem ich kann schmusen ein bisschen. Und ich habe gehört bei sich, das Bichel, was ich nicht, kedei sich zu lernen Arabisch, und das ist das Bichel, das heißt, das ist Parliamo Arabo, es ist auf Italienisch, ich habe das gekauft in Italien von Maya Jakub. Sie ist eine Palästinerin, ich meine, sie ist aufgewachsen in Italien. Und es ist ein sehr schönes Buch, ich weiß nicht, sehr schönes Buch, ich weiß nicht, ob ihr kennt, gut sehen. Ja, und ich hab gewissen das Buch und gesagt, ja, ich lerne sich Arabisch mit dem Buch und es ist schön, weil alles ist geschrieben mit lateinischer Äußerst, das heißt, man muss nicht kennen dem arabischen Alphabet, sich zu lernen. Und das zweite Mädel, sie sagt, und das weiß der euch, wie ein Terrorist redet mit einem zweiten Terrorist und sie kombinieren. Sie hat gesagt, etwas, was bei Emmes hat nicht gehabt keinen Sinn.
Und ich habe das nicht gut verstanden, was es gewesen ihr Kavona habe ich verstanden, aber was sie hat gesagt, ist man mich gewesen, also wie etwas Stach, ich bin nicht sicher. Also in einem Buch wegen palästinischen-arabisch darf man reden wegen Terroristen, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen gepläfft, ich habe nicht gewusst, Punkt was zu sagen, aber wenn ich weiß nicht was zu sagen, ist ständig gut zu lachen. Ich habe gelacht und habe gesagt, nein, das ist nicht ein Buch. Und das ist gewesen sehr, für mich ist es gewesen sehr Chicago, weil ich meine, also, ich will hören eine Sache, solche Kommentaren, was öfter ich finde sie öfter ein bisschen rassistisch. Ich probiere zu verstehen den zweiten Mensch, ja, was sagt sie das? Ich kenne nicht rein in ihren Kopf. Sie hat Trauma, sie hat Feind Palästina, ich weiß nicht. Aber ich weiß, es lohnt sich nicht, ständig reinzugehen in Kriegereien mit Menschen wegen solcher Sachen. Ja, es ist mir nicht gekommen, ich habe nicht gewollt sagen, was meinst du, was rätst du, was willst du sagen mit dem, ja, ich habe ein gelacht und das zweite Mädel hat geprüft, dass du der Minnerin, ja, sie hat gesagt, nein, das ist nicht ein Buch, weißt. Und es ist gewesen gut für mir, zu haben eine Überlebung, wie soll zu reagieren, was ist zu sein, was sympathisch, also nicht alles darf sein ein Protest. Und wenn wir haben sich gesagt, wir sind gewesen gut mit einem und dem zweiten, es ist gewesen, ja, es ist gewesen interessant zu hören und so, zu trachten, wie soll ich durchkommen als eine Situation und zu, ja, und sich zu kriegen mit Menschen. Es ist da Zeit, sich zu kriegen und nicht. Und das ist nicht gewesen, eine von sie. Gut, ist noch eine Sache, was ich habe getan, ist, ich bin gegangen zum Koisel Maravi. Ich bin gewesen mit allen Menschen in meiner Kohorte und wir haben sich gelernt mit der Rav wegen dem Ort, wegen Ma'ariv Yerushalayim und Koisel und Heilige Erde und Silwan, was ist in Mizrach, Mizrach Yerushalayim. Und was man heißt Stadt von Davidstadt. Und ein paar von den Mädchen, sie haben gesagt, du willst gehen zum Koisel, wir sind dort, leben im Koisel, willst gehen zum Koisel? Und ich habe gesagt, ja, okay, wollen wir gehen. Aber es ist gewesen etwas ungerecht. Und ich habe nicht kein Jarmarke, man hat mir geborgt Hitler. Und ich habe bei ihm nicht gewusst, was zu tun. Ich bin gegangen dort und ich bin gegangen zum Koisel und ich habe gesagt, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, was weiß ich, Hamotzi Lechem min haaretz. Ich habe nicht gewusst, was tut man mamisch beim Koisel. Ich habe nicht kein Quittel. Und ich hab zum Bedauern habe ich sich nicht gefühlt, kein ruchnistische Verbindung in dem Moment, weil es ist gewesen wie ein Nachgedank, hinzugehen. Ja, aber ich hab gelegt zu filmen, sind gewesen da, was hat geredet auf Jiddisch und wir haben geschmust auf Jiddisch und ich hab gehabt ein Bild mit den Tefillen, und das ist gewesen schön. Es ist gewesen ein Moment, wenn wir sind gesessen vor dem Koisel, aber dem egalitarischen Koisel, was sind nicht doch kein Sachmenschen. Es ist nicht, was man sieht in die alle Bilder. Wir sind gewesen dort, wir sind gesessen und mittendrin hat man gehört dem Ruf zu benchen für die Musulmanen, ja, Allah Akbar, es ist gewesen über die Hilchers. Und es ist gewesen schön, man hat gefühlt in dem Moment, wie viele verschiedene Völker
wohnen in einem Ort und die verschiedenen Religionen und es ist gewesen sehr, es ist gewesen eine Reihe von Schalbe. Ja, es ist gewesen sehr ein schöner Moment. Aber sicher will ich zurückgehen zum Käusel und ich will gehen mit Kavone, also mit der Kippe und also ich will suchen, was Tefillah sagt man beim Käusel, was tut man. Ich meine, es darf nicht, ja, no, Mela. Ist gut, ist ein Dank für den Gucken. Das kommende Mal will ich reden wegen einem Protest, auf welchen ich bin gewesen. Das ist gewesen sehr Chicago. Und ja, ist ein Dank für den Gucken. Und ob ihr habt Fragen, ihr könnt sie stellen in Schmuss in die Kommentare vom Video. Und man wird sich sehen. Seid gesund.